Hallo Leute, bei eurem Tyson 333 heute zeige ich euch ein Such- und Zerstören Gameplay mit dem FN-Pfahl und Schalldämpfer. Also ich kann euch schon mal sagen, das Gameplay geht 11:4 aus. Und das ist für diese Waffe doch schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, mein erstes Commentary. So, in der ersten Runde werde ich auch hier direkt getötet. Auf jeden Fall werde ich hier getötet nochmal. Ja. Das ist erst ein recht defensives Gameplay. Ja, da ist ein Sniper. Den habe ich gesehen und jetzt. Zack. Okay, und jetzt stand ich. Ja. Super schön mit der Mac 11. Das ist natürlich super. Jetzt geht es erstmal weiter. So. Können wir ein bisschen rumfliegen. Hui. Ja, hier ist eine B-Bombe. Schön fliegt unter die A. Ah, das ist der Brunnenbrecher. Komm, weg mir mal. Ja. Ja, erste Runde ist vorbei. Leider. Hier geht es wieder weiter. Daher ich jetzt weiß, dass der Gegner eben von hinten kam, lege ich dort jetzt auch eine Claymore. Und ein Tipp, benutze die Zweitwaffe, um schneller zu sprinten. Hier werfe ich immer eine Semtex und Nova-Gas. Manchmal bekommt man einen, manchmal nicht. Jetzt suche ich mir hier eine schöne Stelle für die Claymore aus. Ja. Und weil er eben auch so schön einer war, ja, der war mir zu riskant. Jetzt mache ich etwas Schlaues und zwar, ich komme von hinten. Und das war eigentlich auch eine sehr gute Idee. Da seht ihr, Gegner, wo ich natürlich Headshot, zack. Mit Schalldämpfer braucht diese Waffe 3 Schuss. Und hier, ja, das war mir mit der FN-Pfahl ein bisschen zu glimpflich. Deswegen gehe ich jetzt hier hinter in Deckung und warte auf den Gegner. So. Da ist er. Ja, da war ich ein bisschen blind. Da oben gucke ich aber zum Freund, okay. Ja, und weil der Gegner daher gleich aus Frische kommt, kill ich ihn auch. Ja, also, super, ne? Da ist er. Und zack. Als erstes direkt bekommen. Die Bombe muss gelegt werden. Noch zu 50 Sekunden Zeit. Jetzt sehe ich den Gegner hier. Schieße ihn an. Mein Typ stirbt und zack. Also die FN-Pfahl kann ich euch wirklich empfehlen. Wer damit spielen kann, der ist glücklich, denn ich habe in 10 Spielen etwa mehr als 7 Kills immer gemacht. Und das ist doch schon richtig cool. Ja. Jetzt zünd ich das Spionageflugzeug erst später, weil ich schon noch auf dem Weg bin. Jetzt nehme ich die Claymore hier, falls der Gegner da entlang läuft. Das Semtex werfen. Und diesmal gehe ich direkt dorthin. Und da sah ich einen Gegner, werfe ein bisschen Nova ein. Vielleicht sitzt der in der Ecke. So. Dank meines Spionageflugzeugs weiß ich, dass Gegner da sind. Und super, mit Bewegungsfeldern lasse ich mir nicht gelten. Mache ich direkt kaputt. In dem Haus ist es mir ein bisschen zu gefährlich. Da waren ja auch zu wenig Gegner, wenn dann noch 2 leben. Ja, ich glaube, ich schnapp mir jetzt gleich auch die Bombe. Oder in der nächsten Runde. Ja. Ich brauche das mal in dieser. Es leben noch 2 Gegner. Und ich bin noch mit einem Teammate hier und muss die Bombe planten. Ja, das mache ich natürlich auch direkt. Er gibt mir natürlich dann Deckung. Sichert noch ein bisschen.
Und zack, Claymore. Wunderbares Teil. Ja, und dann direkt nochmal die Bombe platziert. Und da habe ich einen Gegner gesehen. Den schießt natürlich direkt an. Ja, leider. Aber das war mir jetzt zu gefährlich. Gucke, ne. Glaube ich da lang, vielleicht ist er hier. Und jetzt gleich müsste mein Teamkamerad sterben. Genau jetzt. Ja, ich denke, er kommt hier hin. Aber ihr könnt sehen, das war sehr schade. Jetzt habe ich hier hin, sicher. Und dann liegt er. Ja. Schade, kam ich ein bisschen zu spät. Jo. Wann beginnt die nächste Runde? Jetzt. Okay. So, jetzt habe ich meine Vorräte. Aber ich krieg ja noch meine Claymore. Da kam keine, also nein. Genau. Also ich wollte nur sagen, wir verlieren dieses Gameplay leider. Und hier, naja, komm. Lass ich mir das mal beenden. Ja. Jetzt bleibe ich hier wieder sitzen, weil der Gegner da kommt. Seht ihr? Hitmarker. Kein Treffer. Da ist er. Und gleich, das wird's richtig geil. Da kommen ganz viele Gegner. Jetzt seht ihr da. Die gefährliche Granate. Wo ist er? Da. Mover. Dann kommt er von da ein Gegner. Zack, Mover. Jetzt sterbe ich. Ja, ganz schade. Den hätte ich vielleicht noch bekommen, den Gegner. Aber naja, was kann ich da noch tun? So. Da. Zack. Das war der Last Kill vom Gegner. Ja, der Typ, der hat auf Sensitivität 1 gespielt. Mein Teammate. Und jetzt hätte er sich rumgedreht und ihn locker gekillt. So. Ein Tipp, wartet bis es 2/4 ist. Dann könnt ihr eure Abschlusshirn zünden. Außer Spionageflugzeug, Vorräte und Konter. Halt nur alles, was Kills machen kann, das wird erst auf 2/4 gesetzt. Nun habe ich die Cobra und die macht am Ende einen richtig schönen Kill. Den werdet ihr noch sehen. Ja, jetzt bleibt schnell hier ein bisschen warten. Zack, den Marker. Schade. Da ist wieder ein Gegner. Gegner hat ein Spionageflugzeug, aber ich habe so ein Ghost dabei. Ja, weil in Zukunftszustand hasse ich es, wenn der Gegner mich wegen einem Spionageflugzeug tötet. Hier, ja, ganz viel Lack gehabt. Eigentlich wollte ich ihn erschießen, aber ich bin irgendwie auf den R3-Knopf gekommen, aber naja, umso besser ist es, ne? So, es leben jetzt noch 3 meiner Leute und 3 Gegner. Also 3 gegen 3. Ich glaube, in dieser Runde sterbe ich noch einmal. Ja, genau hier. Wunderbar von hinten. So. Jetzt wird sich mal hier ein bisschen rum. Zack, Kill. Ja, den seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Aber der Gegner, der war am Fenster. Und da hat meine Cobra ihn gekillt. Und ich habe letztens auch mit einem ballistischen Messer, das war sowas von lustig, da habe ich einen, der hat mich mit der WA 2000 gekillt auf Jungle. Dann habe ich das ballistische Messer geschossen. Und was passiert? Headshot. Das war so geil, aber leider finde ich es nicht mehr. Also kann ich es nicht zeigen. Ja. Und was gerade passiert ist. Oh, ganz schlimm. So. Ich mache jetzt noch einen Kill und dann sterbe ich auch. Ja, und dann verlieren wir die Runde. Da, zack. Damit sind wir fertig und Granate. Und zack. Ja, ich sterbe hier. Nochmal auf den Gegner. Was der da gerade gemacht hat, keine Ahnung. Und hier. Was macht der da? Was macht der? Warum schießt der einfach nicht auf ihn? Ja, das ist die Frage. Hier seht ihr nochmal. Da ist ein 333. 11 Kills, 4 Tode. Einmal was gesprengt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal bei eurem Tyson 333.
Tschüss.